Habe der Nasenbär, ich bin der Granti, ich zock gern Computerspiele und heute rede ich das zweite Mal sauber zu lang über Mundaun. Nach dem Aufwachen gibt's erst einmal Koffeinschorle. Und während wir die zubereiten, als hätte man noch nie das Wort Zeitverschwendung gehört, dissoziieren wir gemütlich und denken wir drüber nach, was uns bisher so widerfahren ist. Wir haben einen Brief gekriegt, dass unser Opa den Weg allen Brennbaren gegangen ist und dass wir deswegen aber nicht heimkommen brauchen. Logischerweise sind wir erstmal heimgekommen. Nach Mundaun. Ein Dorf, dessen gesamte Infrastruktur auf ungefähr 3 Leuten und 2 Ziegen basiert. In der Scheune, in der unser Opa verbrennt sein soll, hat uns erst einmal ein alter Motbratzen durchbrannt und uns so irgendwelche magischen Kräfte verliehen. Unseren Großvater haben wir ebenfalls gefunden, aber der hat tatsächlich mittlerweile einen ähnlich gesunden Tag angenommen wie A92. Später hat uns dann ein stummes Mädel eine Vision von unserem Opa im Krieg gezeigt, wo derselbe alte Mo ihm und seiner Kompanie ein Geschäft angeboten hat, um Mundaun zu retten. Und nochmal später hat uns ein enorm nutzloser Pfarrer einen Berg aufgeschickt zu einem Korporal Walter, einer lebenden Leberzirrhose, die uns eventuell mehr über den Opa und den alten Mo erzählen kann. Und auf dem Weg dahin haben wir uns im Haus von einem ortsansässigen Maler namens Serpentini ausgeschlafen, der ziemlich sicher der gleiche Dreckschädel sei der unseren Opa anzündet und uns mit Hagel angegriffen hat. Soweit so normal. Heute ist der 3. Tag und wir wollen weiter am Berg rauf. Die Brücke, über die wir dafür müssen, ist allerdings ein bisschen wie ich während meinem Studium. Mittellos. Es bleibt uns also nichts übrig, als uns im Serpentini sein Verschlag umzuschauen. Wir gehen mal auf den ersten Stock und... Sekunde kurz. Besser. Also, wir gehen auf den ersten Stock und finden das Atelier von diesem Bob Ross für Arme. Und hier hängen ein paar Zeichnungen von diesem Wackengebilde vom Anfang umeinander. Ganz ein subtiler Hinweis, dass der Serpentinensepp vielleicht nicht unser bester Freund ist. Das Wichtigste hier oben in Sachen Umeinandergeschäftlerei ist jedenfalls dieses Gemälde. Da wir uns mittlerweile der dammischen Logik hier oben gefügt haben, ist uns glaube ich allen klar, dass der Serpentini die Brücke wohl kaputt radiert hat, damit wir ja nicht umkommen. Wir suchen uns also ein bisschen Malergrafik zusammen und benutzen Farb und einen Pinsel, um Apps zu vervollständigen, was ausschaut wie eine Bleistiftzeichnung. Aber ist ja wurscht, auf das kommt es auch nicht mehr an. So. O să zi finiu, draceu. Ce fest? Ești nar? Ce festi ca? Eu ai budeu tai. Du risches din a screr mie taila. E nu sun in giun de quels dilettanz. Gio ilas citets ci scrivlotten sü dappertut. Astimele jau in gain clavau berjau. E de pitur obgeres giosses. Tu nu pots speter c'è malgorda da tot. Ja, eu viu că te mă sil grep durant la garniala nera. E nu se propi na per ce ce lo regalò quist dun ad un tamazzis co tu. Un sbal ce stel corregger. Coasti nom? Ce menages co asti num? Isco un scherzo ce. Mincin conosce mio nom. Giovanni Serpentini. Coasti me jau la matetta? No, ela passa mince taint con sis cevres. Un'arma libra. Od sco da mem lo. Da fatta con mias duns is a greve de la claper. In un portretto s'inclegia. Ce ai il celè de vos ilieș senza falla? Quei non va tirse te in guatta. Ma odds facci un'excepzion. Ant il schler, scuccia tu al nomnest, o le un'exposizion speciela. Access privat. Be sun invit. Ce il publicum dil celè? L'elita globela. Intellektuels, Neders, Magnats, Chirurgs. Sind sie verseh? Nach dem Gespräch muss wohl jeder zugeben, dass der Kurdin echt nicht der schärfste Lief in der Garage ist. Es ist so gnadenlos offensichtlich, dass der Serpentini ein Krattlerer Geschwollschädel ist, der uns anfegt, anlegt und ohne Ende auf den Sack geht. Da man aber leider nicht aufgaben können, stellen wir ihm als Rache die Schlagerantenne ein und brechen wir das Knäpferl ab. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers. Nachdem wir den Bastard in der Hölle zurückgelassen haben, der er verdient hat, der man einen Schritt aus der Tür raus und starten frisch und ausgeschlafen in den 3. Tag. Vor uns warten die nachtschwarzen Doppelzinken vom Piz Mundaun und hinter uns ein Sackratten, der uns auf den Arsch glotzt. Ich warte ja gerade drauf, dass der die Brücke wieder wegradiert, sobald wir draufgängern. Damit wir draufgängern. Ein kurzer Blick mit dem Fernglasel nach unten macht uns auch klar, was das für eine komische Aufbaute war, die wir auf dem Weg hierauf gesehen haben. Nämlich eine Art Schnelltransport, den ich um nichts in der Welt benutzen werde. Warum? A. Habe ich Höhenangst und B. ist das Teil mit einem Siemens Lufthaken befestigt, deswegen. Und genauso ungern setze ich einen Fuß auf die Brücke, aber da es leider unser einziger Weg vorwärts ist, hilft's nix.
Mit dem Fernglasel ans Gesicht pappt, rennen wir über die Brücke drüber und hofft man einfach mal, dass am Serpentinen nicht irgendwie die Hände ausrutscht. Und obwohl es eigentlich wirklich keinen Grund für ihn gibt, uns nicht das Holz unter die Haxen weg zum Radieren, gehen wir unbeschadet drüben an. Danach geht's nochmal über so einen wurmstichigen Bredelverhau und ernsthaft, irgendwer soll dem Alpenverein Bescheid sagen. Die Dinger haben vermutlich der Grund, warum hier oben bloß nur ungefähr 3 Leute leben. Und gerade als ich drohe, dass wir kurz vor die Unterhosen eingepackt haben und die jetzt wahrscheinlich einen großen Auftritt gehabt hätten, stehen wir im nächsten Gebiet und leck mich fett ist das schön hier. Zugeschneibte Gipfeln, ein Gebirgssee, irgendwo hier drum gibt's einen Honig und nix regt einen auf. Hätte ich grad nix gesagt. Florina hat's anscheinend auch hier raufgeschafft und betreibt wieder massive Papierverschwendung. Brauchst jetzt aber nicht glauben, dass ich in den eiskalten Gebirgssee einsteige und das drum raushol. Da zirkt's uns bloß Zwetschgen zusammen, als wäre unsere beste Freundin Anabolika. Das Geschmier ist zwar zeichnerisch ungefähr das, was ich auch zusammenbringen darf, aber trotzdem ein sehr wichtiger Tipp. Rauch hält Bienen fern. Wir entsichern mal also unser Pfeifen und harren der Viecherl, die da kommen. Auf dem Weg zum Aussichtspunkt sehen wir kleine Hütten und schauen wir uns kurz drin um. Das Symbol kennen wir zwar aus dem Zimmer vom Opa, aber viel interessanter ist dieser greicherte Blatt Schare von einem Schinken, der zum meditativen Betrachten einlädt. Wir wissen zwar nicht gleich, was los ist, aber der Kurdin gibt Geräusche von sich wie die Sorten Mensch, nach der du niemals aufs Klo gehen sollst. Zum Glück hat unser Angreifer sowohl Kurdins BMI als auch unseren kindlichen Schaukeltrieb unterschätzt, weil die Kombi rettet uns jetzt das Leben. Danach können wir uns draußen wieder unbehelligt umschauen und ein neues Stückerl Karten aufdecken. Und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass der Kurdin nicht wie der letzte Action-Folge von seinen Aussichtspunkten runterhupft, nur weil er irgendwo ein Breckerl Strom aneinander sieht. Gerade als wir uns zusammenpacken und weiter wandern wollen, treffen wir auf einen neuen Gegnertyp, der hier um sein Unwesen treibt, nämlich den ungriebigen Imkerteufel, was leider nicht sein offizieller Name ist. Der hetzt uns ähnlich wie im Film Stand By Me Bienen auf den Hals, bis wir verreckern. Außer wir blasen die Viecher uns einen Rauch ins Gesicht, dann hauen's ab. Damit haben sie ein bisschen Überlebensinstinkt als so manche Leute. Nachdem wir das auch überstanden haben, laufen wir weiter und entdecken den berühmten Mundauner Kachetoast und der wird traditionell auf dem Dach gegessen. Nachdem wir noch ein paar Schwärme von diesen eigentlich vom Aussterben bedrohten Viechern vergiftet haben, finden wir die schwarze Gors vom Anfang wieder. Und ja, ich weiß, in einem Horrorspiel sollte man sich wirklich gut überlegen, was man so tut und wo man hinrennt. Aber wenn ich eine Gors sehe, dann laufe ich nachher, da gibt's nix. Die Viecher sind einfach super. Zumindest in dem Spiel. Ja, ich schirgel schon wieder in Richtung der Broken Sword. Keine Angst, das Spiel kriegt hier irgendwann auch noch sein Fett weg. Bevor es weitergeht, macht man bloß schnell einen Umweg zum örtlichen Starbucks und nehmen unsere lokale Röstung mit. Servus, den da und einen Kaffee. Verzeihung, wie bitte? Ein Kaffee. Also bitte, wir sind keine Filtermaschine, wissen Sie, wir sind Künstler mit einem Bohnendiplom und gib das Billigste, was hast du, die Fackel, ein Cityroller da draußen ab. Wie Sie wünschen. Wir haben gerade Dorfwochen. Das heißt, unser Sonderangebot wäre der Odelbrunner Presssackbräu-Lokal in Grützing angebaut und handgepflückt von ortsansässigen Ministranten. Schmeckt der wenigstens nach Kaffee? Nein. Die Geschmacksrichtung ist Grünkohl-Senf mit einer Note von Hopfen. Das macht dann 50 Euro, bitte. Wie ist Ihr Name? Kurdin. Hast du jetzt Hinheitzel? Alter! Und genau deswegen gehe ich nicht in diesen Saftladen. Und eventuell nur wegen ein paar anderen Sachen, aber wir wissen ja, wie die Konsumerprioritäten so ausgeprägt sind. Ja, aber dafür schaffen sie wenigstens Arbeitsplätze, verstehst? Man muss das schon im Kontext sehen. So schlimm ist das jetzt ja auch wieder nicht. Jetzt Glanz! Boykott auf der Stelle schützt unsere Schwengel! Der Gorsten Günther führt uns jetzt zu einer der ungemütlichsten Sachen, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Und da sollen wir jetzt rein, oder was? Meine Fresse, und dann steht da auch noch einer von den gruseligen... Warte mal, der rührt sich ja gar nicht. Ha, das ist ja ein Schutzanzug. Noch nix wie rein da. La taila è grossa, dici può essere tre flate scia. Quel ruogs de mel en vits.
Hier in diesem absolut klaustrophobischen Chaos, übrigens, es heißt Raumangst und nicht Platzangst. Ich hab das ja so gefressen. Platzangst ist Agoraphobie, die Angst vor weiten, freien Flächen, quasi viel Platz. Und Raumangst ist Klaustrophobie, die Angst vor beengten Räumen. Es steckt im Namen, Kreuzkrutze. Hey, schau mal, ja, Honig. Endlich haben wir auch mal ein bisschen Glück. Ach, leck mir doch am Arsch. Ich hab's im letzten Video gesagt und ich sag's in dem gern nochmal, dieses Spiel ist nicht auf Kampf ausgelegt. In diesem absoluten Chaos laufen wir und rauchen wir gleichzeitig um unser Leben und unser Lung kollabiert härter als mein Tätowierer, wenn ich ihm sagt, dass ich wieder bloß umsonst nachstehen lassen will. Sorry, Wolfgang. Nach unserer nikotinbeflügelten Flucht retten wir uns kurzerhand in das Heisel hier und... Ist das eine von den japanischen Spielshows? Was? Das ist ein Reicherkammer, das passt schon. Anscheinend ist das Ganze ein Rätsel und es geht um die Reihenfolge, in der man die Fleischstickerl da aktivieren muss. Dann schwingen wir erst einmal fröhlich die Wurst und... Grutze Fritten, der Schinken rührt sich ja noch. Ich glaube, das ist einer von denen, die Spaß an sowas haben. Lasst mal noch mal hängen. Wenn wir uns hier ein bisschen umschauen, dann fällt uns auf, dass die Fensterscheiben da gründig sind ohne Ende, bis auf ein paar Steine, die der Kurdin bereitwillig aufzeichnet. Parts della finestra hanno più Folien che altres. Und nachdem die Wurst da gerade beim Anschubsen klingelt hat, ist das hier ziemlich sicher ein Musikrätsel. Wir speien also unser Fleischorgel. Ich hab das Gefühl, dass ich für den Satz eingesperrt werden kann, ich weiß auch nicht. Und es klingelt und klatscht nur so vor sich hin in der Hütten. Ich frage mich, ob ich bayerische Erotikromane schreiben soll. Boah, komm schon, sei halt noch reidiger, ha? Mit einem komplett vollgesurferten Schlüssel im Gepäck, den der Kurdin wahrscheinlich nicht einmal an der Hosen abgewischt hat, macht man uns also auf den Weg zur nächsten Hütten. Das Spiel kann es echt knapp werden lassen, das sag ich euch. Wir quetschen uns gerade so in den nächsten Unterschlupf rein und wollen uns gerade umschauen, als das Walkie-Talkie losgeht. Oder wie es ich gerne nenne, als Laci-Raci. Heute Chiqueo. So guys are correct, vaya y Sibian, over. Chieleo. Lorin, it's nicht weit. Habt ihr schon mal irgendjemandes Stimme über ein Laci-Raci erkannt? Weil ich nicht. Respekt an dem seine Ohrwascheln. Ah, quei Curdin. Il Biadi de Florin. Lorin, ascoltao rifornimento. C'è droves. Primo, fai per le scauras. Secondo, in arse contro le tuas. Ha, alles klar. Den Hürsten möchte ich sehen, der mit einem hausgemachten Liter Röchlinger rohrfrei besser wird. Terzo, helpe Florina. Ja, hai tot. Ich bien, so fai eine Pause. Die Autos, over. Adia, Corporal Walter. Du guys the Funk, over and out. Healing und Schlafen. Zu Befehl, Korporal, das kriegen wir hin. Getreu dem Motto, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, habe ich beschlossen, dass wir uns jetzt doch noch schnell einen Gute-Nacht-Espresso machen. Was soll denn schon passieren? Achso, und bevor der Kurdin schlafen kann, muss natürlich erst nur der Raum abgedunkelt werden. En che si meglio klar per dormir. Ja, sto fastir. Diva. Dann schmeißen wir uns endlich ins Bett, schneiden uns unseren Albtraumperforator um den Rumpf und ab geht's ins Traumland. Und das hast du jetzt von deinem scheiß Espresso. Es ist wahrscheinlich 2:30 in der Früh und Bladen druckt ihm wieder Stor im Stiefel. Also steigen wir von unserer gemütlichen Britschen auf und suchen wir unser Eckerl zum Neubrunzen. Ist ja nicht unser Hütten. Aber vorher entdeckt man einen Lichtstrahl, der durch das Loch in der Wand fällt. Natürlich stecken wir gleich mal unseren Schädel ins Freie, weil da draußen geht scheinbar irgendwas spektakulär Spektrales vor sich. Sag mal, sind diese Imker alle noch am Arbeiten? Habt ihr jetzt keinen Betriebsrat? Gewerkschaft vielleicht? Na? So, jetzt bevor sie uns sehen, schauen wir lieber zu den Geister. Oh, was habe ich vorher übers ins Wasser gehen gesagt? Grutze, fix nochmal. Wehe, das ist nicht wichtig. Moment einmal. Ist das nicht das Symbol, das die Kompanie von unserem Opa im Grid dabei gehabt hat? Achso, falls übrigens irgendjemand eine Reaktion vom Kurdin erwartet hat, dass jetzt ein paar Geister mit Laternen nachläuft. Ihr sollt es mittlerweile besser wissen.
merci euch. Wisst was, da gehe ich morgen in der Früh gleich als erstes runter. Aber jetzt möchte ich erst bei meinen Säcken drücken und ja, Freiling, macht's dir zu. Ist ja nicht so, als hätten wir noch weiter schlafen wollen. Alter. Wenigstens gibt's da ein Licht. Ja, jetzt bleibt uns anscheinend bloß nur ein Weg. Wie Asp damals gesungen hat, vorwärts, abwärts. Da schau her, jetzt wisst wir Bescheid. Das ist also der Bunker, den wir finden wollten. Und weil man Bunker nach Möglichkeit so angelegt hat, dass jeder Eindringling maximal verwirrt war, haben wir enorm Massel, dass hier überall so ein Schattenschorsch umeinander steht und uns den richtigen Weg leicht. Und so gehen wir dann halt über kurz oder lang immer dürfen in den Bunker und landen wir... okay, ich muss das einfach nochmal bringen. War nicht überhaupt da. Achso, damit wir es einpacken können. Ja, da sagen wir nicht nein. Mira mia amica, fein frech, buontat. Und schon können wir es brauchen. Das war jetzt zwar wie die meisten Rätsel in dem Spiel nichts Weltbewegendes, aber es fügt sich gut in die Atmosphäre ein. Ich meine, hier ist echt nichts normal, gerade dass die Schwerkraft nur funktioniert. Attention, ist er drin? Und hier haben wir einen Korporal Walter. Ganz ohne Husten, wer hätte es gedacht. Das folgende Gespräch wird leider ein wenig anstrengend. Ich wollte den Drecksbrüllwürfel gerade ausschalten, als der Kerl das Labern angefangen hat. Deswegen haben wir jetzt lustige Militärmusik im Hintergrund. Wenigstens schreit der Depp die meiste Zeit. Presentare Wiss, Eu ai nigine buis, ai inimici suon dauter. uiare già da dic finite. Jo sai. Ja, so du sack. Eu ai mel a vinars. Il mel ai per maianiazza. Vai fa bain. Eu son cau per via de meu tat. Truppa, battaglion, compagnia, ran. Florin caminada. Da Florin. Tia e Silviadi. Oh, si cia veniu na unavon. Oh, specchia. Il Beschlim. Ja, große quei Beschlim. Allegria. Oh, mia cara allegria. Tja schabiau de letztes uras durant l'uiara. Deus schmale Neutat. Tja dies ti, meu schmale deu tat. Mira c'è che capitau come il caure carezzada. Vai tot stabiliti tiu tat. Tja idea maneges ti. Leib mal in Ruhe aus. Ja, wie gut ich quella Reunion et Beich. Eu trova l'informaziuns. Recrute Florina, Sanozia. S'occupation de nies hosp, over and out. Adia, Korporal Walter. Relaxau. Eigentlich darf man ja Zähren aufstellen bei dem Gedanken, dass so ein menschlicher Vollrausch mit einem kleinen Mädel und einer Hand voll Gassen in einem Bunker lebt. Hauptsächlich, weil es klingt, als hätte irgendein komplett zuguckster True Crime Hanswurst von Netflix beschlossen, an Josef Fritzl ins Fallout-Universum zum Stecker. Aber in Mundaun ist das vermutlich das Normalste überhaupt. Hallo Florina. Eu ai portau si per tai. Ti accomra plai a mi. Oh, grazie. Adia, Florina. Florina gibt uns einen Aufziehschlüssel für irgendwas, was ganz nett ist, schätze ich mal. Aber da wir mir ihr gerade ungefähr 10 Kilo Bienenkotze geschenkt haben, man schaut euch den Eimer an, da passt ihr komplett der Schädel rein. Nehmen wir ihr nur Spielzeug weg, damit es kein komplettes Verlustgeschäft für uns wird. Ich kann viel Gutes über Mundaun sagen, aber die Rätsel sind nicht die anspruchsvollsten. Deswegen drehen wir uns quasi nur minimal nach rechts und schon können wir die Holzgas und den Schlüssel verwenden. Fix. Ist das niedlich. Schaut euch das Wutzel an mit seinem kleinen Licht und seiner kleinen Hupen und Und der schnuffigen Seilbahn laufen wir jetzt durch einen halben Bunker nachher. Also ich habe mich ja bisher kaum mit Bunkerbau beschäftigt. Wenn man die ganzen narrischen Schwanzköpfe zuhört, die aktuell Welt regieren, dann sollte ich wahrscheinlich mal anfangen damit. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sowas realistisch ist. So ein verwinkeltes System, so weit unter der Erde, mit Wasser und Luft und Strom, zu einer Zeit, die wirkt, als hätte man sich frisch von einer Dampfmaschine verabschiedet.
Falls ihr von euch wer mit sowas auskennt, korrigiert's mir, ich lerne gern was dazu, weil ich kann mir wie gesagt einfach nicht vorstellen, dass Bunker so beieinander waren. Wenn wir das Seilbahn jetzt seit lang nur folgen, gelangen wir durch einen verschneiten Korridor zum gruseligen kleinen Diorama, das uns zeigt, wie es damals im Krieg weitergegangen ist, nachdem der Teufel auftaucht ist und unserem Opa und seiner Kompanie ein Angebot gemacht hat. In der Hütte hat sich ein bisschen was geändert. Der Wald da ist zwar noch zu wie der Nasen im Winter, aber auf dem Tisch liegt ein nagelneuer Vertrag, den unser Opa studiert. Schauen wir doch mal drüber. Und ich credo von der was. In alma non battegiata, ma del brat s'attragli nemici alla knife. Der Frunil diceva il disventer che questa obbligazione è ademplida. Al domicilio del creditor all'interno del Mundeum. Mei, das ist jetzt auch nichts anderes als die Standard-AGB von Facebook. Werft mir erst einmal einen Blick auf diese wunderschönen Tapeten. Das ist die aktuelle Gesamtsituation und die ist nicht allzu rosig. Und weil eine gegnerische Armee noch nicht schlimm genug ist, hat noch einer ein kreisliches Viecherl ins Eck gemalt. Und apropos kreisliches Viecherl im Eck, glaubst du, die hätte den Hundskrippe da hinten stehen sehen? Und während unser Opa noch mit sich hadert wegen dem Vertrag, bringt der Vater vom Serpentini die entscheidende Meldung. L'ennemi è sur il spi. Lu eisi scia. Il tot pussent hagi misericordia con nossas almas. Tuot in Orden, Kutschipeere. Und hab ich schon mal gesagt, wie sehr ich langsame Leute hasse? Hast nicht vielleicht einen Eingangsbereich vom Edeka, in den du hier stehen willst, hä? One eternity later. Ja, du bist ein sehr nützliches Kreuz, eine ganz feine Arbeit machst du. Na bitte, bleib hängen, das passt schon. Força tu acha que é vos de cumprir vossa parte de la fé. Ai as bets in 10 dias. Tu savais em o chanchatai. Schaut aus, als hätte der Alte seinen Teil vom Handel erfüllt. Aber ob es den Preis wert war? Kurdin hat so seine Zweifel. Oh, dat, già sfacci. Wir schnappen uns die Figur, die ausschaut wie der Opa, und stellen fest, es ist ein Schlüssel. In a clave de tat. Nur eine Siara. Ist wieder so ein Rätsel, für das man jetzt nicht unbedingt studiert haben muss. Es gibt nur eine Zugsperre hier im Haus von unserem Opa, nämlich dem Speicher um. Also rat's einmal, wo wir hin müssen. Ganzen Weg wieder zurück. Ed è forse meglio se ho stoncato sulla notte una prova di cinciata me con Walter. Aber das ist eine Arbeit für den Zukunftskurdin, wir schlafen uns jetzt erst einmal aus. Auf dem Weg zurück nach oben finden wir übrigens noch eine kleine Kampagne mit einem unglaublichen Power-Up. Quelle scandale fredde in giants. Forse sanno le schiccia queste creatures. Io metto in mia latierna. Ist klar, ist jetzt nicht gerade der Granatwerferaufsatz für unser M16, aber wird schon was bringen. Um die Nacht hier zu verbringen, gehen wir natürlich zu den Schlafbaracken, wo uns wieder ein ganz spezieller Anblick erwartet. Also man kann ja über den Geisteszustand vom Walter sagen, was man will, aber meiner Meinung nach spricht es für ihn, dass die Kollegen hier überhaupt noch Hosen haben. Walter? Geht's dir gut soweit? Soll ich die Nummer von meinem Chiropraktiker da lassen oder so? Naja, Zeit, dass wir uns das Licht ausschalten. Io sto urgente, ma ne fa peso con chi è legge. Non era schon bei der Toilette? Alles klar. Auf einmal kommen sie mit Realismus daher. Aber gut, bevor du mir jetzt Matratzen einwachst, gehen wir lieber nochmal.
Leck mich fett, hier gibt's ein sauberes Klo. Aber nicht mehr lang. Puh. Herrgott, sag nicht einmal in Ruhe, so darf man da. Ich würde sagen, wir haben einen Riesendusel, dass wir schon auf dem Klo sitzen. So in Anbetracht unserer Wechselklamottensituation. Und auf den Schreck schirmen wir uns jetzt erst einmal die einzige Rollen Arschpapier im ganzen Bunker ein, bevor wir ohne zu spülen oder uns den zum Waschen einfach abhauen. Alter, als ich das letzte Mal so eine gottlose Sauerei abgezogen habe, habe ich Postel gespielt, glaube ich. Jeez, pull your pants up. Now the flowers will grow. Hey! Oh man. Alter, ich bin gerade am Editieren und die Stelle macht mir immer wieder so fassungslos. Ja, ich hab einfach nicht gecheckt, wie diese scheiß Laternen funktionieren soll. Die Viecher haben so lange gelähmt, wie man es anleicht und das war's. Und da das aber nirgends erklärt worden ist, hat das Spiel halt wieder mit seinem höchsten Maß an Chaos zugeschlagen. Also habe ich das einzig Richtige in der Situation gemacht und beide Monster im Zimmer vor dem schlafenden kleinen Mädel eingesperrt. Überleben kann ich. Zurück im Schlafzimmer macht man die Augen zu und schlaft man mit bestem Gewissen durch. Am nächsten Morgen erwischt man einen ausgenüchterten Walter und kann man tatsächlich ein normales Gespräch mit ihm führen. Normal ist zwar immer noch ein relativ wilder Begriff für das Spiel, aber ihr wisst schon, was ich meine. Presentale buis! C'è pacto voi sus fatto con gli unveli durante l'uiara? Nus! Florin! E la contrahau con l'altra partita e segnau! Per quel che ti era sturm se stai a sorprendere la responsabilità. Ah! Era la soletta via! C'era un buon mancau! Nous avessimo in piazza la montagna, suente la val, e lo tot. Ci hai quei unveli? Peu importe vos plis. Il a fini. Elle est depuis des decennies une prisonnière de la montagne. Ti sbaglias. Gli unveli libers. O possível. Nous avons enganauel, nous avons chafauel et arrestauel. Ella transformau la caplotta de Eremias in fantom stier. Na, ela se squams, perché smascescilo. Va mir tet. Preguntai allegria. Forse poslau gli dà del fladel alla pais. Quel minimum che ti posso fare. Per far penitenza per il pucau de tiutati. Ella hai con Florina e le altre scauras. Nua hai la prigione las montagnas. Preneva tras il tunnel, tocca alla regione del Pezz. La via al Pezz è bloccata. Intanto sa dovrà scanon del bunker. Io hai mirau del compremura. In per granates, bein lagetiades, du es in Tonja. Weil wir jetzt hier dovrà. Angeblich haben sie also einen Teufel damals im Berg eingesperrt. Dass er wieder frei ist, glaubt uns der Walter nicht und meint, wir sollen mal gern selber im Innern vom Berg nachschauen, ob der Teufel noch da eingesperrt ist, was wir prompt machen. Weißt, das ist wieder so ein Grund, warum Männer früher sterben. Adia, Korporal Walter. Relaxau! Aber irgendwie muss es ja weitergehen. Als dann frisch voran und raus aus dem zugeschorselten Bunker. Kurze, schnell mal Pause, weil es sind ein paar Stufen zu viel für mich. Uiuiuiui. Ein Cardio-Training aus der Hölle später stehen wir endlich vor der Kanone, die der Walter erwähnt hat. Wir benutzen es und springen dann schnell weg. Das ist jetzt vielleicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber Hauptsache der Weg ist frei. Der Walter hat es übrigens damals im Krieg nicht nehmen lassen, seine fette Puffen zu customizen.
Wir können uns jedenfalls endlich wieder auf den Weg am Berg aufmachen und gehen wir gerade in Richtung Straße zurück, als einer der geilsten Momente im Spiel ums Eck kommt. Habe ich schon mal erwähnt, was für ein Fan von dem Spiel ich bin, und zwar genau zwecks sowas. Das ist so perfekt meine Art von Horror. Es ist jetzt vielleicht nicht das Allersubtilste auf der Welt, aber besser als so ein lächerlich einfallsloser Schocker mit einem Geräusch, als dass mit dem Rasenmäher vor ihr Nägel über eine Katze fahren, die sich gerade rasiert oder sowas. Wenn du erst einmal mit schwer erziehbaren Kindern gearbeitet hast, dann ist das deine Standardgeräuschkulisse, da erschrickt dir überhaupt nichts mehr. Auf dem Weg zurück zur Straße und zum Mubel finden wir einen Wasserfall und dahinter, selbstverständlich, eine geheime Höhle. Das ist so eine Sache mit diesen Wasserfallhöhlen. Ich bin einerseits pissig, wenn dieses elendige Klischee erfüllt wird, weil es ist so einfallslos, aber irgendwie bin ich auch komplett enttäuscht und grantig, wenn es hinterm Wasserfall keine Höhle gibt. Ich bin vermutlich einfach kein sehr umgänglicher Mensch. Hier drinnen gibt es ein kleines Minispiel für uns. Ein kleines Minispiel. Mein Gott, ich bin so gut im Schreiben. Hier drin gibt es ein Minispiel für uns, und zwar eins von der Sorten, bei der man am besten schon mal eine Vorlesung in Sachen Hass- und Wutbeherrschung beim Jedi-Meister besucht haben solltet. Hallo Florina. Leim feine Kurse toge du dem? Es handelt sich um ein Schlittenrennen gegen unser elendiges Anhängsel, und wer gemeint hat, der Muvel war das mistig zum Fahren, der wird feststellen, dass der Schlitten hier sich bewegt wie ein Hirschhäften, die vom Suff an Hass gezogen wird. Fuck! Okay, kein Problem. Ich habe ein bisschen einen Vorsprung, das kann man nur rumreißen. Einfach nur ein bisschen nach rechts einlenken und es wieder gerade auf die Spur bringen und... Oida! Fuck! Kurz gesagt, ich hasse dieses Minispiel und ich hab's nur aus Trotz gewonnen, damit dieses verdammte Kind traurig ist. Gudignau! Io ai Gudignau. Questa è una buona corsa. Ha! Jawohl! Der Sticktrodo! Wieder beim letzten Mubelparkplatz angekommen, sehen wir die Florina und ihre zwei Gassen. Eine davon will sie nicht streichen lassen und anscheinend ist der Kurdin ein größerer Depp, als ich bisher angenommen habe. Ja, Scaura. Aha. Il meu. Perdona. Du hast noch zweite Hände, du Knäppchen! Jetzt klammern wir aber erstmal unseren Lieblingskopf wieder auf und schauen, was die Allegria so zu erzählen hat. Hallo, Allegria. Ti è stata della partita, come tat assegnava von Biarsons quel pact. Ai, en ha dat mis lat tjat al sodats. Già è sciabiau su enter la lavina. El aveva dat 10 dits per pagar lur debits. No, stoin osir in quell'ö, in sei skuol. Forse til poden atgnair su. Hallo, Florina. Ja, mans il pez. Ti duesses tornar al bunker, che si può sigir. Adia, Florina. Das Mädel. Ich kann dir stundenlang zuhören. Da ich null Bock hab, den ganzen Weg zurück zum Haxeln, nutzt man eine der coolsten Spielemechaniken überhaupt und beschwören einfach unseren Karren her. Da musst du echt aufpassen, dass du keiner steht, den du magst. Das dauert mir jetzt schon zu lang. Echte Männer nehmen Abkürzungen. Okay, ich glaube, ich bin immer nur ein echter Mo, wenn ich die Abkürzung vorsichtig und langsam nimm. Da geht's ums Prinzip. Okay, es hat keiner gesagt, dass das einfach wird. Aber echter Mo gibt nicht auf. So. Ja, also streng Nummer war es trotzdem eine Zeitersparnis. Und falls irgendeiner blöd fragt, mein Aldi ist gefahren. Euch zuliebe habe ich jetzt einmal diese widerliche Palettenseilbahn da benutzt. Ah, das ist nicht gut. Vater unser, der du bist im Himmel, bitte lass diesen kreisligen Scheißdreck da nicht abstürzen. Ich habe nur so viel Kraft in meiner Steam-Bibliothek und absolut keinen Bock, dass wir in der Unterhosen finden, die ich jetzt schon 4 Tage lang anhab. Wenn ich das hier überlebe, werde ich absolut nichts an mir ändern, weil ich so bin, wie du mich gemacht hast und wer bin ich schon an deinem Wehrgrund zum Schafteln, gell? Bitte erlöse mich von der Höhe deines irgendwas mit Kraft und Ehrlichkeit, Rahmen. Na, siehst du, so ist kein Problem. Mit dem neu gefundenen Schlüssel kommen wir in den Speicher rein und da schnappen wir uns den alten Karabiner vom Opa. This is my boomstick! Jetzt können wir endlich auf Graffe schießen. Ich weiß zwar nicht, was uns das gegen Stroh hilft, aber egal. Mit dem Apparat im Gepäck sind wir bestens gerüstet für den nächsten Abschnitt. Also, ist das ein Darth Vader Kuhglocken?
Jetzt können wir endlich einen kompletten Weg bis zur Gipfelregion hochfahren und gewohnt gekonnt am Skilift einparken. Und als hätte ich's gewusst. Natürlich hat der Lift keinen Strom, es kann ja nix einfach mal laufen. Außer uns, wir dürfen jetzt nämlich rausfinden, wo der Strom herkommt. Also folgen wir mal die Leitungen und finden... Bitte sagen wir, dass das ein Trafohäusl ist. Ai, Kauzici. Cimira del Runal. Yo, de Bibi Arzons. Sas sai il Runal per mai? Sas toi, jo centeleni elektrische die porten sie mi pupille Hiesli. Wir schauen mal im kommentarlos unser Bunker rein und er schaut von seinem Holzthron aus einen Strom an. Jo centeleni elektrisch bil Runal. Wir? Warum? Womit? Scheißegal. Hat der Lift vielleicht ein dünnsches Dynamo? Möglich. Ist ein Gasbetrieb? Kann sein. Lauft er mit Fernsuch? Meinetwegen. Steht zu viel Logik eventuell im surrealen Zauber des Unerklärlichen im Weg? Ja, ziemlich sicher. Gehen wir mit diesem Tonfall eventuell selber auf den Sack? Absolut korrekt. Nachdem wir den Strom wieder eingeschaltet haben, gibt uns das Spiel den liebgemeinten Tipp, dass wir uns noch ein wenig umschauen sollten, weil wir anscheinend irgendwas Wichtiges noch nicht aufgeklappt haben. Finde ich super, wenn das Spiel einen da unaufdringlich warnt. Wir haben ja unsere Zeit alle nicht gestohlen und sie wegen so einem Scheiß in der Sackgassen zu manövrieren, das ist ein Relikt vergangener Zockerzeiten, das halt keine Sau mehr braucht. Wir stelzen also noch ein bisschen durch die Gegend und finden einen Mechanismus, der anscheinend irgendeine unbekannte Stromversorgung sicherstellt oder so. Il stemprau della notte vergada affagida intorno in qual mast d'elettricitat. Percleccia la colligazione delle plattas con la porta della pont wo venit interrotta. Und wie schaut der Mechanismus aus? Doch, ich bin mir absolut sicher, dass das die beste Methode für sowas ist. Es kann einfach nichts Praktisches geben. Ja, sai, muss ja fahren, quai. Außerdem schirmen wir uns noch einen Schwengel von der Glocken da ein. Wobei der eher wie Blischel ausschaut. Hast du mal bei Kiss Bass gespielt oder so? Zurück in der Station nehmen wir einen Sessellift. Und ich weiß nicht, warum es in diesem Spiel immer schlimmer werden muss. Erst die windigen Gehweg, dann diese Suizidaufzüge und jetzt auch noch Gondeln. Will hier keiner ohne Angst leben oder was? Warum beißt denn nicht gleich jeden Tag zum Frühstück erstmal einen Kugelfisch? Oder benutzt der Stabgranaten als Dildo? Ist doch eh schon alles wurscht. Jetzt kommt's mir ja nicht mit, du mit deiner Höhenangst. Ich hab keine Höhenangst. Ich hab einfach nur einen gesunden Respekt vor die physikalischen Kräfte, die bei einem Aufprall aus so einer Höhe wirken. Ganz was anderes. Und jetzt rat's mal, wer uns entgegenkommt in einer Gondel, die ausschaut, als hätte Tim Burton ein Schreiner leer gemacht und das war jetzt sein Meisterstück geworden. Die sind die Nats, deren mats neders e dinjaneders. Es non sind nies wie de lur parte della fiera. Per cui, es cui bedret, c'arrivo c'è squicce de fat per vus tuaz quella volta. Was soll das heißen? Jetzt sag um Gottes Willen nicht, er nimmt und down an Schnee und entzirkt damit der Gemeinde die Einkommen durch Skitourismus, auf dem die ganze... Achso, er taut Zombie-Soldaten auf. Ja, dann passt's ja, solang's Geld stimmt. Und es dauert das noch nicht lange, dreht er uns auch noch einen Strom ab. Da cosa fermi il Runal? Anziché forse centau giù il currente electric. Haben wir Glück im Unglück, dass wir gerade über dem Dachstart gehalten haben. Hier bleibt uns nichts anderes übrig, als dass wir in Schupfern hupfen. Sorry, ich hab vergessen, dass ich das geschrieben habe. Das Interieur hier, der für euch jedenfalls sehr bekannt vorkommen. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt überhaupt aktiv zugeschaut und nicht bloß mein meditatives Gemaul im Hintergrund genossen, während ihr euer Warhammer-Armee oben halt habt oder irgendeinen nerdigen Scheiß. Servus miteinander, ich freu mich narrisch, dass ihr alle zur Taufe gekommen seid. Sepp, hast du mal die Sens dabei, die ich da clean hab? Logisch, Chef, hat ein bisschen einen Flugrost, aber geht noch. Merci. Und schön für euch, dass ihr das mit den blauen Klamotten ernst genommen habt. Als kleines Kind habe ich mal einen rosa Luftballon gekriegt. Ich hab 3 Jahre lang nicht mehr gewusst, ob ich Wandel oder Weiberl bin. Voll gern, Chef. Schau mal, ich hab mir extra einen neuen Umhang genäht. Einen Scheiß hast du, Greppi. Du hast einfach bloß meinen nachgekauft, du. Fangst da gleich eine. Grüezi, fix, Sepp. Kriegen wir einen Tag hin, wo es keine Schlägerei gibt. Mit einer billigen Jacken braucht's gar nicht so geben. Schaut euch mal einen Willi an, der hat sich Mühe gegeben. Danke, Chef. Meine Händel haben jetzt zwar alle nackert, aber die Federn waren's echt wert. Absolut, Willi. Es ist ein Träumchen zum Anschauen. Schau her, und da ist der Hans. Der Hans muss mir wieder besonders sein, ja? Du regst mir so auf, Hans! Il Kristall pil Pakt. Hier sammelt man den Kristall, den der Opa damals benutzt hat, um seinen Pakt zu unterzeichnen. Und irgendwie hängt hier immer nur die militärische Karten aus dem Krieg da.
Ist hier die ganze Zeit kein Mensch reingekommen? Fahren hier überhaupt Leute Ski? Gibt's hier überhaupt Leute? Sind wir mit dem Skiresort Silent Hill gelandet? Ich will nicht mehr nachdenken. Komm mir bitte irgendwer einfach das Hirn betäuben. Und also das ist ja auch toll, ne? Die tanzen dann immer da auf der Tour und so, sie und Trapezklaus, tanzen sie so mit ihr. Gut, wenn der sich von ihr trennt, das bekommt sie mit. Besser. Auf unserem Weg nach oben sehen wir nochmal so eine komische Stromcodescheiben, die wir mal auf die Habenseiten, weil wir keine Ahnung haben, was wir damit überhaupt anstellen sollen. Stattdessen stapft man noch ein paar Höhenmetern auf zu der Brücke, die in den Berg einführt. Aber natürlich können wir nicht einfach rein spazieren. C'è qua de vos la porta? Hallo, Allegria. Qua de vos la porta? Di sas c'è. Eis qua di? Eis un bot là. Walter, ma quintata alla porta, curcia tu, ma schmanaina vo pro el. El e sia truppa ti l'han costruita durante la guerra sco produzione d'urgenza. Hai l'era quintau co kinzarvella? Is dovren cot da trais fuor mas. Scena in clettin andret, scise il cod giovani col suda HR serpentini. In quel caso si fineu. I danni gine via d'un fla HR. Magara dai stessuna. C'è due io fa? Piglia mia brunzina. Grazie per la benzina. Poi es ma brunzina da fortuna. O sa cerce in schlittra e franca l'ander via mia brunzina. Mia brunzina mo sarà la via. Ich bin das Normalste in dem ganzen Spui. Der abgeschlungene Gaskopf gibt uns seine Glocken, damit wir es am Schlitten befestigen, um einen Brückencode zu finden, der wahrscheinlich über diese kaleidoskopischen Schwungscheiben da aktiviert wird. Ich hätte fast schon wieder mit Logik angefangen. Aber dann ist mir eingefallen, dass... Und schon war wieder Ruhe. Auf der Suche nach einem Schlitten rammen wir schnell noch einen von den Deppen da aus dem Weg und muss hier noch jemand an den Film Dead Snow denken? Bei der oberen Seilbahnstation finden wir dann, wonach wir gesucht haben, und folgen wir dem Gebimmel von Allegrias Kleckerl. Und auch wenn die Steuerung immer noch nicht das Gelbe vom Ohr ist, das Ganze macht einigermaßen Spaß, und zwar, weil wir nicht im Halbdunkel irgendeiner komplett abgegrenzten Strecke folgen müssen, sondern einfach runterfetzen können. Wir fahren also der Glocken nach und überlegen gerade noch, ob wir dem Ziegenschädel vielleicht eine Brühen hätten aufsetzen sollen, damit der Allegria nicht irgendwie die Augen tränen oder so, als wir feststellen, dass wir gerade über wen drüber gefahren sind. Mein Kruzifix, so ein Scheißdreck. Jetzt, wenn ich wieder ein Kind erwischt habe, wer mit Versicherung so hochstufen, das kann ich überhaupt nicht brauchen. Ey Meister, wie schaut's denn aus? Alles ist noch dran? Sie ist draußen und la Neuf. Stehst du da? Ich würde sagen, der steckt da schon ein bisschen länger fest, also kommt's auf 2 gebrochene Arme wahrscheinlich auch nicht mehr an. Aber hält der Sand, hilft mir natürlich so schnell wie es irgendwie geht da aus, indem wir Schaufel holen und... Da noch einen drauf. Und jetzt braucht man dann eigentlich nur eine gelbe rum und schon ist er... Was wollte ich gerade machen? Keine Ahnung, wird schon nichts Dringendes gewesen sein. In dem Heisel hier finden wir jedenfalls eine Hütten in der Hütten. Und darin wiederum eine Zeichnung von der Florina, höchstwahrscheinlich, die aktuell herzlich wenig Sinn ergibt. Irgendein kreisliger Alpenwendigo und eine Flaschen oder sowas. Oh! Jetzt ist mir wieder eingefallen. Menschenskinder, du hast ja richtiger Farb gekriegt. Aber gell, du weißt ja, was soll ich sagen, es gibt einfach keine gesunde Bräune. Also wenn ich du wäre, da hat man so eine After-Sun-Lotion drauf. Weißt du, so eine mit Aloe Vera, dem Bladel da für die Feuchtigkeit, so dass sie die Haut erholt, weil, weißt du, es wird nicht einfacher, dass man heutzutage einen Termin beim Dermatologen kriegt. Weil es alle bloß noch kosmetische Sachen machen wollen. Denen geht es nur noch ums Geld, es ist allweil Geld. Ja, es ist traurig. Und kennst du so Leute, die panische Angst vor Stille haben? Das muss so tragisch sein. Voll bei nicht wenn er weint. Ich bin so schön freit. C'è sciabigliao. Non mi rifiuto mal guardare. Di so schön scucce am West in sem Job per un'eternität. Costò che con la guerra. Chi è sti?
da, HR Serpentini. Also un sottomessa corporel Walter. C'è un civilistico typ persico. Lo jara a fin de bidezenis. C'è dis tu? Adeu dia las conspirazions de l'inimi suot la naif. Ja vegn den fla agit. Di pares d'esser ficiau senza c'hai sot la naif. Drauf in Surfinars. Post cercare una bottiglia per me. Kannst sagen, was du willst, der mag in seine Prioritäten. Ja, Schnaps sollte jetzt wirklich kein Problem sein. Ich meine, das ist ein Skigebiet, da gibt's Hütten, da gibt's was zum Blätsaufen, gar keine Frage. Und haben wir mir nicht gerade vorher diese Zeichnung von der Florentina Grutze und haben wir mir nicht gerade vorher diese Zeichnung von der Florentina gefunden, den mit der Flaschen im Keller von einem Gebäude? Weil wenn das die Borzen ist, auf die wir gerade zusteuern, dann glaube ich, findet man da auch unseren Schnaps. Was in drei Teufels Namen ist denn das für ein kreisliger Uhu? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei JT am Mittag. Ich glaube, der hier hat keine so gute Laune wie sein Artgenosse. Also, das ist die abrische Hütten, auf die wir hin müssen, und dem Viech gehen wir lieber aus dem Weg. Bevor uns das gleiche passiert wie dem armen Hund. So möchtest doch echt nicht gefunden werden, oder? Kurz vor der Hütte haben wir das Mistviech dann natürlich noch entdeckt und mir eine komplette Lawine nachgeschmissen. Reicht ja nicht, dass ein Haufen Zombie-Soldaten mit Gewehr umeinander laufen, oder? Aber Hauptsache, wir haben ja da, wo wir hinwollen. Im Keller unten finden wir dann unseren hochprozentigen für den Serpentini und ja, ich benutze jetzt Klo in dem Spiel. Erstens mag ich Interaktivität und zweitens den Gedanken, dass man in dieser gestörten Parallelwelt einfach in jede Schüssel suchen und dann abhauen kann. Quasi eine Spur Menschlichkeit in einer unmenschlichen Welt bewahren kann, wenn man philosophisch werden will. Oder vulgär. Und ich will. Mit dem Methyl im Rucksack machen wir uns schleunigst auf den Weg zurück zum Serpentini, bevor ihm nur Zehen abführen. Immerhin steckt der da. Ja, doch dein Kreuz, Drecks von der Was habe ich über billige Jumpscares gesagt? Ehrlich gesagt weiß ich es gerade nicht mehr, aber wenn du im ganzen Spiel einen solchen Schreckmoment einbaust, dann kannst du dich darauf verlassen, dass die Leute noch einen neuen Stuhl brauchen. Ja, geht's denn noch gescheiter? Ich bin mir nicht sicher, ob der Kurdin gerade Todesqualen leidet oder die geilste Zeit seines Lebens hat. Jedenfalls hängen wir jetzt wieder der letzte Depp an einem Eiszapferl und schauen wir blöd. Genau wer ist vermutlich, weil ich lasse euch jetzt an den Cliffhanger. Das Video wäre der Dreiteiler. Lasst mir gern wissen, wer euch Mundown bisher taugt hat. Findet ihr es gruselig oder bizarr oder direkt deppert? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr gerade einen Dammerling übrig habt, immer her damit und ein paar Abonnenten mehr da können auch nicht schauen. Ich sage jedenfalls Servus Erdnuss und bleibt's friedlich.